Ja, willkommen zurück zum fröhlichen Kräutertee-Kochen im eiskalten Kanada. Gerade noch 5 Minuten, dann ist der Tee fertig. Und dann schauen wir, dass wir mal die Story mal ein bisschen fragen. Der Hangar ist jetzt erkundet. Ich will jetzt einfach noch schnell die Sachen ein bisschen austesten, wie die funktionieren, damit die nachher nicht gerade völlig abkacken, sobald wir in der Wildnis raus sind. 1 Minute. Scheint fertig zu sein. Dann nehme ich den mal. Ich nehme noch den Topf und jetzt muss ich noch schauen, der ist im Inventar. Der Armetee ist ja immer gut. Heiß. Sehr schön. Wir können jetzt trinken. Ich wollte aber noch schnell austesten, was passiert. Eigentlich müsste er irgendwann mal kalt werden. Wir haben das Tutorial. Du bist müde, mach ein Nickerchen. Das machen wir jetzt einfach. Zeit mal die Story voranzubringen, damit es noch spannender wird. Gute Nacht. Who could that be? Oh, nicht mal in Ruhe schlafen kannst du. Naja, also, dann schauen wir mal, wer da etwas von mir will. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie I speaking. told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn Whoa, stubborn and well, listen? slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and- Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, look, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait. Questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes, Astrid, you can't bring him back. this isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what we'll get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride.
Let's see. 2 people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves... almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Ja, ich weiss ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt dieser Diskussion zugeschaut und gelesen habe, die Argumentationsbasis von Mackenzie ist eigentlich doch sehr überzeugend. Und die Argumentationsbasis von der Astrid ist ohne Fleisch im Knochen und trotzdem lädt es sich darauf ein. Tja, ich weiss nicht, für wem sein Herz mehr schlägt, für seine Old Lady, die da im Hangar steht, oder für die bisschen jüngere Lady da im Flugzeug rein. Anyway, wir haben keine Wahl. Wir gehen mit ihr ins Nowhere und wir wissen zwar nicht warum und wieso, aber naja. Folgen wir mal im Story Mode. Das heisst, ich muss das Flugzeug beladen. Jetzt muss ich schauen, wir haben da das Gepäck von der Astrid, die müssen wir ja zwangsläufig mitnehmen. Astrid's traveling pretty light. Wherever she's going, she must not be planning to stay long. The mysterious case. Astrid definitely doesn't want to talk about what's inside. Which means she's probably not supposed to have it. Macht Sinn. Okay, ich habe noch alles dabei von vorher. Das finde ich doch sehr interessant. Also, Klappe. Machen wir rein ihr Gepäck. To grab my parka and we can go. Ich schaue jetzt aber noch schnell, ob es sonst noch irgendetwas da oben hat. Aber ich denke, da hat sich nichts verändert. Das heisst, Parka brauchen wir. Und wenn ich es recht bin, ich kann glaube ich noch ein Gepäck mitnehmen. Wir haben 10 Kilo bereit, 5 Kilo haben wir noch. Astrid's a doctor, so we're covered there. Und lustigerweise haben wir genau eins, Probably best to have some extra meds just in case. jedes 5 Kilo. Ich kann Nahrung mitnehmen, erstes Hilfeset und Leuchtpistole. The distress pistol kit is heavy, but I'd hate to end up in an emergency situation without it. Ja, aber also wenn ich es erinnere, hilft mir eh niemand. Also was? Nein! Also was soll ich mit dem? Oder kann ich alles ein? Water, kann energy mal alles bars, nehmen. purification tablets. Breakfast of champions. Also somit ist klar, ich nehme entweder Erste Hilfe oder Nahrung. Ich denke, ich nehme das Erste Hilfe mit, das ist immer gut. Okay, voll. Und Parka. Und los geht's. I see you're still wearing it. Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher? Dr. What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own.
Freelance, you could say. Freelance doctor. That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. What I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Astrid. Astrid! Must have gone right through the windshield. Trees broke my fall. Oh, mostly. Gotta stop that bleeding. Also, ich muss speichern, weil ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, wie das funktioniert hat. Ich habe da, glaube ich, immer so ein bisschen laufende Nummer genommen, die kann ich auch überschreiben, das ist okay. Weil ich weiß im Moment gar nicht mehr, wie das ist mit all diesen Medizinsachen, die man muss nehmen. Es gibt ja das Radialmenü, Erste Hilfe. Okay, das ist jetzt relativ einfach, weil ich als einzelne kann nehmen, ist ein Verband. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt einfach mal. Gut, der Verband macht irgendwie Sinn. Das scheint ja funktioniert zu haben und jetzt müssen wir zu der Schlucht raus. Jetzt zum schauen, was es sonst noch gibt. Das ist eigentlich das Perverse und wirklich das Brutale im Spiel. Man muss immer ein bisschen sich überlegen, ist es wert, etwas auseinanderzunehmen, zu suchen und so weiter, weil es kostet Zeit, es kostet Kalorien. Und Zeit und Kalorien ist beides ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Das heisst, die Kiste aufnehmen lasse ich jetzt mal sein und sammeln dafür einfach nur das Brennholz auf. Das werden wir nämlich sicherlich auch bald brauchen, genauso wie das Buch. Alles, was ich schnell aufnehmen kann, machen wir. Ich denke, ich muss jetzt aber zuerst mal für Entschuldigung, für Fürsorge. Ich habe wirklich kalt, das sieht man unten links. Und wenn ich jetzt direkt mich als Kletterer mache, würde ich erfrieren. Das ist eigentlich noch das Fiese. Im Moment sind wir so weit noch im Tutorial-Bereich. Und wenn ich jetzt einfach diesen Anweisungen und diesen Zielen folgen würde, würde ich wie jedem anderen Spiel, das das Tutorial eigentlich einem aufbauen tut, dann würde ich jetzt schon im allerersten Moment sterben vom Spiel. So, jetzt habe ich alles Holzige aufgesucht. Jetzt haben wir da hinten Höhle gefunden und das gibt mir jetzt als neues Ziel, ein neues Feuer machen. Wir haben Lageraktionen, Feuer. Jetzt müssen wir mal schauen, wie ich das so anstelle.
Also kann ich das Feuer machen. Ah, ich muss ganz nah ran offensichtlich. Feuerstelle haben wir. Jetzt machen wir da wieder ein Feuerchen. Mal schauen. Ah, das Buch ist super. Volkswahrscheinlichkeit machen wir. Ja, Ende der Zivilisation, da kann man da Bücher wegschmeißen. Bildung ist völlig unwichtig. Es geht nur ums Nachtumleben. I don't feel so good. I need to rest up. Okay, das ist jetzt aber nur 5 Minuten, wo das geht. Ich denke, da macht es wirklich Sinn, wenn ich noch mehr reinschmeiße. Altholz. Stock. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Jetzt sind wir 4 Stunden. Ich schaue jetzt mal kurz noch ins Inventar. Oder jetzt sind wir da. Von der Temperatur ist gut. Da hat man eigentlich das Temperaturmanagement ist wirklich ein wichtiger Teil. Ich sehe da, ich bin jetzt am Aufwärmen. Das 2 Uhr ist relativ gut. Durst und Hunger es ist noch okay. Schläfrigkeit ist soweit auch noch okay. Lufttemperatur 11 Grad ist Luxus in diesem Spiel. Ich bin im windgeschützten Bereich, also haben wir gefühlt 14 Grad. Das ist tipptopp. Dann vom Gesundheitszustand. Ich habe noch verstauchte Knöchel, verstauchtes Handgelenk wird auch angezeigt. Schmerzen. Verletzung, was die Zeit war. Ich glaube, wir nehmen einfach mal weg. Ja, da wird dann angegeben, was ich dagegen reinnehmen. Zum Beispiel Painkillers. Kleidung können wir sicher auch noch ein bisschen verbessern. Haben wir jetzt im Moment nichts anderes übrig. Ansonsten sehe ich auch, dass wirklich alles entfernt wurde. Das ist das Inventar, das ich dort im Hangar in mir angeeignet habe. Ich habe noch eine Dose. Okay, da könnte wieder Schnee schmelzen. Das mache ich jetzt aber auch gerade. Ich das einfach so machen. Ah, da hat es 2 Kochplätze. Wenn wir da schon am Feuern sind, damit ich ein bisschen einen halben Liter Schnee. Wasser ist ja immer wichtig und Essen. Und ich meines Wissens auch nicht dabei. Ich habe ein paar Zündhölzchen, Feuermaterial und ein bisschen Kleidung. That's it. Die Wärme geht rauf. Und vom Quest her bin am fertig Absturz. Ich soll da schlafen. Schlafen und nach einem Wegklettern. Was ich jetzt nicht mehr weiss, ist, muss ich theoretisch, ich glaube, muss das für die ganze Schlafperiode durch aktiv sein, aber wenn es jetzt Tutorial ist, könnte es anders sein. Ich würde jetzt aber wirklich gerne noch mich aufwärmen, fertig. Das ist im Moment nichts, was noch einsammeln könnte auf die Schnelle. Ich warte noch, bis der Schnee fertig ist. Und wenn ich den natürlich zu lang dort habe, dann wird es zuerst mal schmelzen, dann ist es aber noch unsicher, dann muss es aufkochen, damit es sicher wird und dann kann ich es ins Inventar packen. Wenn ich es aber zu lang weiter kochen lasse, dann wird es schlicht und einfach versieden. Das ist ja im normalen Leben so, und da sieht man einfach mal, wie brutal das Spiel ist. Die meisten anderen Survival Games ist okay, lass es halt einfach so lange dort, bis es dort ist, es bleibt im trinkbaren Zustand ready. Da aber nicht. Sprich, ich muss wirklich warten, bis es schon durchgeköchelt ist. Und ich denke, das mache ich jetzt schnell offline. Es ist zwar nicht wahnsinnig lang, aber das dauert 2-3 Minuten. In der Zwischenzeit geht ja auch mein Wärmezustand rauf. Das ist jetzt schon über die Hälfte, das ist schon mal super. Und ja, ich koche das jetzt noch auf. Und wenn es soweit ist, dann starte ich dann in den dritten Teil von dem Let's Play und beende jetzt mal den zweiten Teil. Ich hoffe, das hat soweit Spass gemacht. Im Moment ist noch nicht viel passiert, nur Story und viel Gequatsche wie im ersten Teil. Es wird aber sich sicher noch ändern und das schon sehr bald. Ja, bis dahin sage ich Tschüss.